Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es war herrlich, wie der Hans-Jörg uns das vor Augen gemalt hat mit dem Erntedankfest. Da sieht man die Dimensionen, mit deren Gott uns versorgt. Wir kommen ja gerade zurück aus Glauchau. Glauchau liegt im Erzgebirge, tief in Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern. Und da hat man uns verabschiedet. Wir hatten eine schöne Tagung dort, gute Fahrt gehabt, sind noch nicht bestohlen worden. Und man hat gesagt, ja dann bis Sonntag. Ich frug ja, wieso bis Sonntag? Ja, Livestream, da sehen wir uns wieder. Also alle, die jetzt aus Glauchau zugucken, wir wünschen euch einen gesegneten Sonntag. Aber Ihnen natürlich hier vor Ort auch. Ich möchte auch gleich zum Thema kommen. Der Lobgesang Jesu mit seinen Jüngern. Wir haben es gelesen, es geht da um das Passahmahl und die Einsetzung des Abendmahls unseres Herrn mit seinen 12, ich betone, jüdischen Apostel. Das Passa, daher leitet sich das ja ab, ist übrigens das Fest in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, das am häufigsten erwähnt wird. Ganz, ganz viele Male. Es bildet die Grundlage der Erlösung Israels damals aus Ägypten, die Bewahrung vor dem Tod, als der Todesengel durch Ägypten schritt, und die Befreiung der Sklaverei. Der Herr Jesus hat auch dieses Passa, wie es vorgeschrieben war, mit seinen Jüngern gefeiert und dann den neuen Bund eingesetzt, den wir ja auch, das ist gut, dass das gerade so passt, heute Abend auch, heute Vormittag auch feiern werden, eben das Abendmahl. Ich möchte jetzt einmal, wahrscheinlich ist das etlichen von Ihnen bekannt, wir hatten auch mal vor Jahren, glaube ich, einen Mann, einen Bruder unter uns, das war im Rahmen der Gebetsstunde, der das auch uns erklärt hat, wie das Passahmahl funktioniert bei den Juden. Und es gibt da ein wunderbares Buch, da habe ich noch mal reingeschaut, von Dr. Arnold Fruchtenbaum, Die Feste des Herrn. Ich weiß nicht, ob wir das sogar ausliegen haben. Da werden diese Feste aus 2. Mose 23 einzeln beleuchtet, das jüdische Brauchtum und dann auch der prophetische Ausblick sozusagen. Und wie gesagt, ich habe da noch mal reingeschaut und Dr. Arnold Fruchtenbaum erklärt also auch, und das ist so faszinierend, wenn man sich das zu Gemüte führt, wie viele Jahrhunderte die Juden das Passa in dieser Art und Weise der Zeremonie gefeiert haben, dass man heute im Blick auf Jesus nur staunen kann. Ich möchte Ihnen das mal erklären. Das lief folgendermaßen ab. Im Lauf der Passafeier wurden 4 Becher Wein getrunken. 4 Becher Wein. Der erste Becher hieß der Becher des Segens oder der Becher der Danksagung. Damit wurde das Passahmahl eröffnet. Der zweite Becher lautete der Becher der Plagen. Das erinnerte an die Plagen, die damals über Ägypten kamen zur Befreiung des jüdischen Volkes. Der dritte Becher, den nannte man dann Becher der Erlösung, eben Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und dann gab es noch einen 4. Becher, den man trank, wenn man den Lobgesang sang. Das waren die Psalmen 113 bis 118. Die sang man während der Passafeier und die Passafeier wurde dann abgeschlossen mit diesem 4. Becher Wein und dann dem Lobgesang der sogenannten Hallel-Psalmen. Das sind die Halleluja-Psalmen, 113 bis 118. Die hat Jesus mit seinen Jüngern damals auch gesungen. So, und dann kommen wir zum Brot. Das Brot musste, das wissen wir wissen auch um die Bedeutung, es musste ungesäuert sein, ohne Sünde, ja, Bild dafür.
Das Brot musste, ganz interessant, das Brot musste gestreift sein, das Brot musste durchlöchert sein. Dann nahm man das Brot und man hatte 3 Beutel oder einen Beutel, sagen wir besser so, einen Beutel mit 3 Fächern und in jedes Fach dieses Beutels kam ein Stück ungesäuertes Brot. Dann, nach einer weiteren Zeit und Zeremonie, nahm man das mittlere Stück aus diesen 3 Fächern des Beutels heraus, man zerbrach es, man wickelte es in ein Tuch und dann legte man es beiseite. Manchmal versteckte man es sogar und die Kinder mussten es dann suchen. Das wird heute noch so zelebriert in Israel. Und das ist Jahrhunderte alt. Nach dem 3. Becher Wein, das war der Becher der Erlösung, wurde dann das Brot, das man versteckt hatte, wieder hervorgeholt. Es wurde aus dem Tuch herausgenommen, ausgewickelt. Es wurde dann in mehrere kleine Stücke gebrochen und dann bekamen alle, die teilnahmen an dem Passa, jeweils ein Stück Brot. Ja, muss ich da jetzt noch viel erklären? Ich glaube, da wissen Sie schon, worum es geht. Diese Zeremonie deckt sich in wunderbarer Art und Weise mit Jesus und dem Neuen Testament. Jesus ist unser Passalamm, 1. Korinther 5,7. Der Herr sagt zu dem Wein, das ist mein Blut. Er sagt zu dem Brot, das ist mein Leib. Sein Leben und sein Leib war ungesäuert, nicht mit Sünde befleckt wie bei uns. Das Brot war gestreift. Es musste gestreift sein. Jesaja 53,5: Durch seine Striemen ist uns Heil widerfahren. So sah der Rücken unseres Herrn aus. Das Brot war durchlöchert. Was sagt die Bibel? Sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Hände, die Seite, die Füße. Der Beutel mit den 3 Fächern deutet, so sagt man, auf die Dreieinheit Gottes hin im Himmel. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das mittlere Stück, das man aus diesen Fächern nahm, symbolisiert Jesus, der den Himmel verlassen hat und auf diese Erde kam. Dass er gebrochen wurde, dieses Stück Brot gebrochen wurde, natürlich, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Anschließend wurde das Stück in ein Leinentuch gewickelt und beiseite gelegt. Als Jesus gestorben war, sie nahmen nun seinen Leib und wickelten ihn in Leinentücher. Später wurde das Brot ja wieder hervorgeholt, in kleine Stücke gebrochen und jeder Teilnehmer bekam ein Stück davon. Jesus, der Auferstandene, aus dem Grab, die Leinwand lag da noch, seine Grabtücher. Und dann die Zeremonie des Abendmahls seitdem, Apostelgeschichte 2,46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Wahrscheinlich unbewusst feiern die Juden das schon so lange, das Volk Israel. Von den 4 Bechern Wein,
die während dem Passamahl getrunken wurden, werden im Laufe des Passa-Abendmahls interessanterweise nur 2 erwähnt. Vielleicht hat Jesus doch die 4 getrunken und die anderen 2 sind einfach nicht erwähnt worden, aber ich weiß nicht. Ich glaube, der Heilige Geist inspiriert ja nicht umsonst die Bibel, ja, es hat ja alles Sinn und Zweck. Also in den Evangelien werden nur 2 Becher von den 4 Bechern erwähnt. Und beide Becher werden erwähnt im Lukas-Evangelium Kapitel 22. Mit dem ersten Becher Wein, das war der Becher des Segens, der Danksagung, setzte auch Jesus das Passamahl ein. Darum heißt es diesbezüglich, und er nahm den Kelch, dankte und sprach. Lukas 22, 17. Damit wurde die Passafeier eröffnet. Von dem zweiten Becher steht in der Bibel nichts geschrieben. Das war der Becher der Plagen, die an die Plagen in Ägypten erinnern. Und da könnte man sich jetzt fragen, ja, warum hat Jesus eventuell diesen Becher nicht getrunken? Ja, vielleicht hat es die Deutung, ich bin nicht gekommen zu plagen. Ich bin nicht gekommen zu richten, sondern zu retten. Und der dritte Becher Wein, der wird wieder erwähnt im Lukas-Evangelium. Und das war ja der Becher der Erlösung, der auf Jesus hinweist und auf das, was er vollbracht hat. Nach dem Mahl heißt es. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch, das ist der Kelch der Erlösung, ist der neue Bund in meinem Blut. Erlösung. In meinem Blut, der neue Bund, das für euch vergossen wird. Matthäus fügt hinzu, dass für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Becher der Erlösung, das ist der dritte. Und nun, der vierte Becher, womit man dann das Passamahl abschloss und wobei man dann den Lobgesang sang, der wurde auch nicht erwähnt oder wird auch nicht erwähnt. Es heißt da lediglich, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Also den Lobgesang, den hat Jesus wohl mit seinen Jüngern gesungen. Aber ob er den vierten Becher Wein getrunken hat, das steht eben nicht da. Bei diesem Lobgesang lässt also aller Wahrscheinlichkeit nach Jesus diesen Becher auf, er verzichtet darauf. Warum? Er hat zuvor gesagt, ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Das Reich des Vaters, woran denken wir? An das Vaterunser, oder? Vater unser im Himmel, ne? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme auf Erden. Der Weinstock wächst wo? In der Stratosphäre? Auf Erden. Die Halme fürs Brot wachsen auf Erden. Jesus sagt, ich trinke von dem Gewächs des Weinstocks auf dieser Erde nicht mehr, bis ich wiederkomme und es dann mit euch neu trinken werde im Reich hier auf dieser Erde, im Reich des Vaters, im Königreich. Er tut eine Tür der Hoffnung auf und die lässt er auf für sein Volk. Und dass damit die Erde gemeint ist, das wird dann in diesem Zusammenhang auch deutlich, dass der Jesus nur ein paar Verse später sagt, in Lukas 22, 29 bis 30, und so übergebe ich euch, sagt er diesen 12 Jüngern, und so übergebe ich euch ein Königtum oder ein Königreich, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Wo wird das passieren? Nicht im Himmel. Ja? Jesus kommt, richtet hier sein Reich auf, es wird zu einem neuen Tempel kommen, es wird das Millennium gefeiert und zelebriert, da wird der Herr auch wieder zu dem
Gewächs des Weinstocks greifen und wieder essen und mit seinen Jüngern, mit seinen Aposteln Gemeinschaft haben, natürlich mit allen dann im Millennium. Und die 12 Apostel werden Israel richten, hier auf dieser Welt. Israel geht es immer ums irdische Reich. Also damit hat Jesus für Israel eine Hoffnung gelassen, dass er eben zurückkam. Ich hatte gesagt, Jesus sang während und zum Abschluss des Abendmahls den Lobgesang mit seinen Jüngern und dass das die Hallel-Psalmen, also die Halleluja-Psalmen gewesen sind. Das weiß man einfach geschichtlich. Das wird auch heute noch so gemacht im Judentum. Das sind die Psalmen 113 bis 118. Da kommt immer wieder das Wort vor Halleluja, ich glaube 5-mal in diesen Psalmen. Halleluja, Halleluja. Und da heißt es zum Beispiel mittendrin in Psalm 116, Vers 13 bis 14, den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. Liebe Freunde, genau das wird der bekehrte jüdische Überrest dann auch tun. Sie werden sich bekehren und sie werden dann ihre Gelübde erfüllen wollen. Sie wollen dann glauben an Jesus und dann wird das messianische Königreich aufgerichtet. Und nun heißt es ja, dann auch diesbezüglich, wenn das messianische Königreich kommt, da heißt es wieder Halleluja. Denn Offenbarung 19 lesen wir, Vers 1, 3, 4 und 6. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Und nochmals sprachen sie Halleluja. Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die 4 lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf seinem Thron saß, und sprachen Amen, Halleluja. Und ich hörte etwas, Vers 6, wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen Halleluja. Warum? Denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Verstehen Sie? Das, wovon Jesus geredet hat. Ich werde von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis die Königsherrschaft kommt. Und dann werde ich es neu trinken in diesem Reich. Und darum wieder Halleluja. Warum darum wieder Halleluja? Weil das Wort Halleluja finden Sie im Alten Testament. Es wird angedeutet in den 4 Evangelien, die ja eigentlich faktisch noch zum Alten Testament gehören. In diesen Hallel-Psalmen des Lobgesangs, das Jesus mit seinen Jüngern sang. Und dann schlägt das eine Brücke und die werden erst wieder gesungen, Halleluja, in der Offenbarung. Und wo kommt das Wort Halleluja nie vor? In den apostolischen Briefen. Sie finden das nicht bei Petrus, nicht bei Judas, nicht bei Jakobus, nicht bei Paulus. In Bezug der Leibesgemeinde, wie wir sie heute haben, kein Halleluja. Nicht eins. Deshalb dürfen wir es trotzdem singen, ja? Also, oder auch mal sagen. Auf jeden Fall. Aber das hat eben eine Bedeutung. Sie sehen, jedes Detail in der Schrift ist inspiriert und bedeutet was. Da steckt Lehre dahinter. Da geht es um Israel. Und da sind wir jetzt bei einem Punkt, vielleicht ist er etwas heikel, aber wir müssen ihn doch behandeln. Wer ist hier mit dem Abendmahl gemeint? Wir feiern es ja heute. Wow, kommt da aber wieder. Ja, aber wir tasten uns vor. Schrittweise. Zunächst, wir müssen ja alles so stehen lassen, wie es ist, nicht? Der Reihe nach. Wir kommen auch noch zu uns, keine Bange. Ich sage lieber jetzt schon, damit keiner rausgeht. Aber zunächst meint Jesus ausschließlich Israel.
Als er das Abendmahl eingesetzt hat und das Passamahl eingesetzt hat, meint er nicht die Gemeinde. Jesus spricht über seine Reichsgemeinde. Darum sagt er ja seinen Jüngern, ich werde erst wieder trinken, wenn ich zurückkomme und das Reich aufrichte. Es geht nur darum, Gemeinde ist gar nicht erwähnt. Ja? Und das ist ja der Bund. Was ist das denn für ein Bund, den Jesus eingesetzt hat? Das ist der Bund Gottes, den er Israel verheißen hat in Jeremia Kapitel 31. Die Verse 31 bis 34. Aber ich lese das jetzt nicht, vielleicht Vers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Und jetzt kommt Jesus und setzt diesen Bund ein und erfüllt damit diese Prophezeiung Gottes für Israel. Und bitte, bitte, wenn Israel etwas verheißen ist, dann gilt das auch Israel. Gott verspricht Israel nicht etwas und meint dann ganz was anderes. Ja? Und darum hält Jesus auch das Passamahl zunächst, das Abendmahl, mit seinen 12 jüdischen Aposteln. Das war das reine Judentum. Das war damals, in dieser Perspektive von damals, war das der Überrest Israels, der an ihn glaubte. Und mit denen setzt er den neuen Bund an. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes, Lukas 22, 16 und dann in Vers 18, denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Also das Reich Gottes muss demnach noch zur Erfüllung kommen für Israel. Und diesem Israel gehört der neue Bund, den damals Jesus eingesetzt hat. Aber auch da immer automatisch, sofort Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Kommt auch noch, kommt wohl noch. Und so war das auch. Anfänglich, um Pfingsten herum, nach Pfingsten, anfänglich, waren es ausschließlich die jüdische Gemeinde, die das Abendmahl feierte. Das Abendmahl war sogar so jüdisch, ich sage einmal, das Abendmahl war dermaßen jüdisch, dass dem Apostel Paulus als Heidenapostel erst einmal eine Sonderoffenbarung gegeben werden musste, dass es jetzt auch den Heiden gilt. Darum sagt er im 1. Korintherbrief, ja, Kapitel 11, sagt er, Vers 23, denn ich habe es von dem Herrn empfangen. Warum sagt er nicht, ich habe es von Petrus empfangen? Ich habe es durch die Rundbriefe der Apostel empfangen. Jakobus hat mir das weitergegeben. Nein. Ich habe es für mich, speziell für euch, speziell von dem Herrn empfangen, dass jetzt das Abendmahl auch euch gilt. Was eigentlich und ursprünglich nur Israel galt. Schreibt übrigens sogar MacArthur, ich habe das nachgeschlagen, der schreibt in Bezug auf diese Stelle, Paulus erhielt diese Anweisung direkt vom Herrn und nicht aus der Lektüre anderer apostolischer Schriften. Und das hat doch eine Bedeutung. Weil das eben so jüdisch war, weil es bis dahin, ja, der Gemeinde, weil die noch nicht offenbar war, weil die noch nicht Gegenstand der Verkündigung war, weil die noch nicht in der Perspektive war. Und erst später kommt das. Und das geht in die genau gleiche Richtung, wie die Gemeinde aus den Nationenvölkern ist ja auch später eingepfropft worden, mit einverleibt worden in den edlen Ölbaum. Nicht wahr? Oder sie sind nach Epheser Kapitel 2, die sie fern waren, nun nahe gebracht worden. Oder sie sind nun, Epheser 3,6, Miterben, Mitteilhaber der Verheißung. Ist alles erst nachher gekommen, alles erst später. Und so auch das Abendmahl, der neue Bund, der zuerst für Israel war. Und wir sind nachher dann auch hinzugekommen. Das ersetzt eben allerdings nicht den Plan Gottes,
mit dem übrigen Israel bei der Rückkehr Jesu, dann werden auch sie wieder eingepfropft und somit dann in diesen neuen Bund hineingenommen. Ja? Heute etwas ausgegrenzt, weil die Gemeinde den Zwischenraum erfüllt. Ich finde, Sie könnten jetzt sagen, ja wieso, jetzt fängt er immer wieder damit an und diese Teilung und da. Ich finde das einfach wichtig, wenn wir das nicht vor Augen haben, wir verstehen so viel zu wenig von der Bibel. Wir müssen diese Zusammenhänge, dann verstehen wir heilsgeschichtlich viel mehr und auch persönlich wissen wir dann viel besser, die Verse und die Lehre des Neuen Testamentes anzuwenden auf unser Leben. Viel besser. Was meinen Sie, warum so viele Christen Probleme haben mit der Heilssicherheit, Heilsgewissheit? Weil sie zu wenig beachten, was die apostolischen Briefe sagen. Und immer nur darauf Wert legen, was sagt das Alte Testament, ja, nimm deinen Geist nicht von mir und so weiter oder so fort. Oder was steht im Neuen Testament in den Evangelien, wo Jesus ja noch die Juden vor Augen hatte. Ist eben wichtig. So, jetzt zum Schluss. Paulus sagt, 1. Korinther 5, Abendmahl heute für uns, heute Vormittag und das Leben des Christen. 1. Korinther 5, 6 bis 9. Euer Riemen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Komisch, ne? Fegt den Sauerteig aus, weil ihr ja ungesäuert seid. Ja, was denn jetzt? Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern und nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Als wiedergeborene Christen sollen wir als Gemeinde Jesu darauf bedacht sein, darauf aus sein, uns darin bemühen, keinen Sauerteig zu dulden. Das heißt keine Sünde, in welcher Art auch immer. Keine Sünde dulden, keine Sünde tolerieren. Zudem erklärt Paulus mit diesen Worten, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Dass wir als wiedergeborene Christen nicht mehr in Gleichsetzung mit den Kindern dieser Welt als Sünder bezeichnet werden. Wussten Sie das? Ich musste es auch erst lernen. Hat mich ein lieber Bruder aus der Gemeinde darauf aufmerksam gemacht. Zuerst war ich, was? Da habe ich gedacht, ja gut, das muss man ja machen, erst mal anhören und dann mal wirklich prüfen. Tatsächlich. Das wissen auch so wenig Christen. Ich stelle mich auch dazu. Als wiedergeborene Kinder Gottes werden sie im Rahmen des Neuen Testamentes nicht mehr als Sünder bezeichnet. Wissen Sie, was das bedeutet? Schauen Sie mal, das Abendmahl, was Jesus gemacht hat. Im Gegenteil, wissen Sie, wie wir genannt werden im Neuen Testament? Als Heilige. Ihr seid Heilige. Darum sagt Paulus, fegt den Sauerteig aus, weil ihr ja ungesäuert seid. Was heißt das? Ihr seid ungesäuert, sagt er den Korinthern. Nicht den Ephesern. Er schreibt er den Korinthern. Ihr seid ungesäuert, darum fegt den Sauerteig aus. Oder Römerbrief, ja, Römer 5, Vers 8. Als wir noch Sünder waren. Ja, ich sündige doch noch, ja, das ist was anderes. Kann ich als einer, der nicht mehr als Sünder betrachtet wird von der Perspektive Gottes aus, noch sündigen? Jawohl. Kann ich als jemand, der
ungesäuert ist, noch Sauerteig tolerieren? Ja, sehr wohl, das ist ja das Schlimme. Aber auch da werden Sie sich doch bitte, das ist nämlich das Erste, das uns den Halt gibt und uns die Dynamik schenkt, auch richtig mit der Sünde umzugehen, wenn wir einmal davon ausgehen, wer wir vor Gott geworden sind. Heilig. Wir reden über Heiligung und vergessen manchmal zu betonen, was wir eigentlich schon sind. Und darum, ich sage es noch einmal, da wir nicht mehr als Sünder bezeichnet werden, sondern primär als Heilige, sollen wir darum bemüht sein, jede Sünde zu meiden, jeden Sauerteig auszufegen. Stellen Sie sich mal vor, das ist es ja, ihr Lieben, da sieht mich Gott in Jesus ohne Sauerteig, als sündlos. Und dann duldet man vielleicht noch dies und das an Sauerteig. Und wenn man dann denkt, Mensch, ich bin doch eigentlich vor Gott geheiligt und wie kann ich noch, merken Sie, das ist ganz anders als im Alten Testament, wehe wenn, ja, sondern du bist und darum. Lass uns den Sauerteig ausfegen. Vielleicht ist heute Morgen etwas in Ihrem Herzen. Sie sind ungesäuert. Darum fegen Sie ihn aus. Und dann gehen wir zum Abendmahl. Amen. Vielen Dank. Ich möchte gerne noch beten. O himmlischer Vater, wir danken dir. Wie wunderbar ist dein Wort, wie wunderbar deine Perspektiven. Israel, Gemeinde, wen du wo meinst, dass du uns mit hineingeholt hast in diesen neuen Bund. Dass wir gereinigt sind, geheiligt sind, ungesäuert sind vor dir, Gott, durch Jesus, durch dein Blut, durch dein Leben, durch dein Leib, durch dein Opfer, durch deine Auferstehung. O Herr, das ist mein Ansporn. O Gott, hilf mir, den Sauerteig auszufegen, davor zu fliehen, in jeder Art. Danke, dass wir in dem Sinne jetzt auch Abendmahl feiern dürfen, Herr. Ganz bewusst im Gedenken daran, was du getan hast. Amen.